Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. So, erstmal Brille ab, die spiegelt. Ja, Leute, live oder ja, was heißt live? Aufnahme aus dem Urlaub. Für die, die es nicht wissen. Ich bin aktuell halt 7 Tage in Bayern unten. Ich war gestern beim Supercup-Spiel im Stadion. War heute auch noch mal im Stadion. Haben Arena-Tour gemacht und Museen besucht und sowas. Und ja, ich möchte auf jeden Fall ein paar Worte zum Spiel sagen. Ich möchte ein paar Worte zu Harry, zu unserem Hurricane sagen. Ähm, ja, und erstmal, das ist das einzige Video, was kommen wird bis Freitag. Ja, Pressevorstellung, Reaktion auf Harry Kane, also Vorstellung werde ich am Freitag aufnehmen, wenn ich zu Hause bin. Freitag bin ich wieder zu Hause, alles gut geht. Ähm, Ich weiß, die meisten, wenn sich das schon angeguckt haben, ist auch völlig okay. Ja, es macht jetzt keinen Sinn, mich da das hier reinzuziehen, habe ich eh nicht so die Ruhe und nicht die Zeit. Von daher mache ich das nach meinem Urlaub. Nichtsdestotrotz wollte ich eine kurze Einschätzung oder ein kurzes Feedback schon mal geben zum Stadion und zum Spiel gestern. Weil ja doch einige gefragt haben und viele nicht mitgekriegt haben, wo ich es ja geschrieben habe, dass ich im Urlaub bin und so weiter. Aber ja, da ich gerade ein bisschen Zeit habe, dachte ich mir, nehme ich mal kurz was auf. Also, erstmal zum Stadion, zur Stimmung und so gestern. Erstmal was für mich persönlich super, mal wieder nach so langer Zeit im Stadion zu sein. Das letzte Mal war vor Corona, also schon ewig her. Wir waren Südkurve, Stehplatz natürlich, allerdings diesmal letzte Reihe, was ziemlich wild war. Das ist schon so, ja, Altherrenclub, sag ich mal. Ja. War für mich eine neue Erfahrung. Sonst bin ich immer unten bei The Kiddies, wo richtig abgeht. Aber ich war halt mit meiner Freundin da, mit der Mama. Und da erstmal langsam ranführen. Ne? Und man wird ja auch nicht jünger und so weiter. Was cool war, man hatte super Überblick aufs Spielfeld, was ich sonst so halt nicht mitkriege, so intensiv. Das war sehr interessant. Man konnte eine Menge mehr sehen als im Fernsehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Stimmungsmäßig war es schwierig, wie immer eigentlich. Wobei man sagen muss, ja, es war halt kein Spiel, wo Dauerkarten zählen. Das heißt, Schickeria, Ultras war halt der große Teil nicht da. Dadurch hat natürlich so die Stimmung oder die Stimmung Anheizer gefehlt. Nichtsdestotrotz ist in München immer so ein bisschen tricky in der Südkurve, aber du halt immer so, du hast die Schickeria mittig hinterm Tor, klar, die ihre Lieder runterballern. Ähm, Dann hast du meistens links an der Eckfahne, rechts an der Eckfahne noch irgendwie ein Fanlager, was irgendwelche Sachen anstimmt. Und bis das eine beim anderen ankommt, sind die da schon wieder weiter und hin und her. Aber das wäre ein Thema für ein extra Video. Ja, das wäre schon ein bisschen schwierig. So, erste Viertelstunde war echt Stimmung okay, fand ich, war echt gut. Ansonsten war es schon sehr mau. Ja, zumindest was ich so mitgekriegt habe, da wo ich stand. Klar, was cool war, dass Bayern immer noch funktioniert, obwohl der auf der Nordkurve direkt hinterm Tor keine Stehplätze mehr sind, sind ja mittlerweile auch Sitzplätze. Hast nur noch an beiden Eckfahnen Stehplätze, wo auch, also auch für Bayern-Fans, nicht für Gästefans. Aber das hat noch gut geklappt. Das war erste Halbzeit einmal, zweite Halbzeit war es auch einmal, aber sehr lange. Das war sehr cool. Ähm, ja, ansonsten natürlich die Pfiffe. Ja, der Schiri, kommen wir gleich noch zu, war ja auch gestern wieder eine Pflaume, zumindest aus der Sicht vom Stadion. Mhm. Ansonsten ist das Stadion natürlich eskaliert, wo Harry Kane allein nur zur Auswechselbank gelaufen ist. Ja, also das war noch krasser, als wo er eingewechselt wurde eigentlich. War absolut Gänsehautmoment, war richtig geil, bin froh, dass ich da war, war wirklich mega einfach. Ja. Ähm, Ich feiere ihn, auf jeden Fall. Ich denke, er wird bei uns liefern. Werde ich gleich nochmal ein paar Worte zu sagen. Aber dann erst, wenn ich zu Hause bin und dann werde ich mal so ein extra Video zu Harry Kane machen. Ähm, ja, zum Spiel. Kurzfassung ist eigentlich, ja, erste Halbzeit würde ich sagen, das bessere Team. Zweite Halbzeit Augenhöhe. Letzten 20 Minuten keinen Sprit mehr gehabt im Tank. Keine Tore gemacht, deswegen 3:0 verloren. Punkt. Ja, wir haben Chancen gehabt, gute Chancen, locker um 6 Tore zu machen. Ja, ähm, da sind noch keine Halbchancen mit einberechnet. Allein
Die beiden Tell-Dinger plus ein Gnabry, an die ich mich noch erinnere, in den ersten, was waren das, 30 Minuten oder was, ähm, musst du halt einfach machen. Ja? Nichts gegen Tell, ihr wisst, ich bin ein großer Tell-Befürworter. Ähm, aber wenn du beim FC Bayern Stürmer sein möchtest, egal wie alt du bist, musst du einen von diesen beiden machen. Ja, man muss nicht verlangen, dass er beide macht in dem Alter. Klar, muss man ihm das verzeihen. Er hat halt dieses Alter, wo du halt nicht diese Konstanz hast und nicht die Erfahrung, wo das nicht jedes Spiel klappt. Aber es wäre natürlich ein schönes Ding gewesen, wenn er einen gemacht hätte. Ähm, der erste, an den ich mich erinnere, war viel zu unplatziert geschossen, einfach war eine Riesenchance. Und das zweite, habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so im Kopf, war auf jeden Fall auch ein Riesenklopper. Ja, da musst du einen machen, wenn du Stürmer beim FC Bayern bist. Punkt. Ähm, Gnabry sein Ding, ja. Gnabry war aber mit der Aktivposten, fand ich, die ersten 20 Minuten schon beim Aufwärmen, ja, war er sehr auffällig, hat die Dinge alle gut verwandelt. Im Gegensatz zum Sané und ETC. Ähm, hat mir gut gefallen, die erste halbe Stunde. Danach ist er leider abgetaucht, aber bis dahin hat er mir sehr gut gefallen, muss ich ihn ja auch mal lobend erwähnen. Hat er auch gut die Dinger vorbereitet. Ansonsten hatten wir noch eine sehr gute Flanke in der ersten halben Stunde, wo Gnabry dann mit seinen 1,70 Meter ein bisschen drunter hergeschrubbt ist. Wäre da schon so ein Heavy Kane auf dem Platz gewesen, denke ich, ja, ob es geklingelt hätte, eine andere Sache, aber es wäre auf jeden Fall gefährlicher geworden. Ja, ansonsten generell denke ich, hat der Tuchel sich vercoacht. Definitiv in der zweiten Halbzeit. Ich kann es irgendwo verstehen, dass man sagt, so ja, Harry Kane ist gerade einen Tag da und so weiter. Er stellt dich jetzt nicht auf. Erst recht, weil Tell gut gespielt hat in den Vorbereitungsspielen. Aber dann hätte man ihn zur Halbzeit bringen müssen. Ja? Und nicht erst sagen, ja, ich warte mal so, bis die letzten 20 Minuten kommen oder was. Ich weiß gar nicht genau, wann es 20, 25 Minuten, wo die er Zeit hatte. Ab da haben wir nicht mehr nach vorne gespielt. Ab da war unsere Mannschaft tot, platt, absolut keine Kondition. Kimmich hat jeden Ball quer und nach hinten gespielt. Ähm, wir haben keinerlei Offensivaktion mehr gehabt. Ja, das war ein Trauerspiel. Ja, Harry Kane hatte 3 Ballkontakte, hing 25 Minuten in der Luft, weil nicht mehr ein Ball nach vorne kam. Ähm, was soll man da noch mehr zu sagen? Ja? Wer hätte vorher auf dem Platz gestanden, auch zweite Halbzeit, die ersten 15, 20 Minuten hatten wir 2, 3 gute Chancen. Haben sie natürlich wieder nicht gemacht. Ja, the same. Ja? Also, gehen wir es mal der Reihe nach, wenn wir das Spiel nehmen. Wie gesagt, ich fand erste Halbzeit okay von uns. Wir haben genug Torchancen gehabt, haben sie da ja nicht gemacht. Gegentore, ähm, ja, teilweise ein bisschen unglücklich, teilweise zu langsam. Das zweite Tor, die Licht sah da nicht gut aus, keine Frage. Ansonsten war er in der ersten Halbzeit aber der Stabilisator da hinten, wie viele Bälle er da hinten weggemacht hat. Ja, ist schon aufgefallen. Ja, zumindest bei mir. Ulla hat ein gutes Spiel gemacht, wie ich fand. Ja, dass dann Pavard als Rechtsverteidiger gespielt hat, I don't know why, habe ich nicht verstanden. Ähm, warum man dann in der zweiten Halbzeit so ein Hackmack macht, wie man es gemacht hat, auch völlig unverständlich. Ja, wie gesagt, wir haben in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel gemacht, wir haben halt einfach die Chancen nicht gemacht. Fairerweise muss man da sagen, ja, was willst du erwarten? Dass du mit demselben Spielermaterial, was die letzten Monate einfach so schlechte Leistung bringt, so unkonstant ist, dann auf einmal andere Ergebnisse erwartest, wie soll das funktionieren? Ja, es funktioniert nicht. Ja, auch da wurde, ich meine, der Tuchel war übrigens ehrlich, das, was ich gelesen habe, die Überschriften, die ich gelesen habe, dass er sagt, hier Blasels und so geht's nicht und im Training war alles toll, toll, toll und ja, aber dasselbe haben wir am Ende der letzten Saison auch schon gehört. Ja, ja, die Spieler spielen, weil sie im Training alle super, super, super sind und im Spiel tauchen sie dann ab. Und Sané war Totalausfall. Sané war das Spiel davor schon Totalausfall. Warum steht er auf dem Platz? Warum ist Coman erstmal draußen? Coman war jetzt auch nicht mega stark, war aber auf jeden Fall auffällig in der zweiten Halbzeit. Und fairerweise muss man sagen, dass wir halt die letzten 20 Minuten nicht mehr nach vorne gespielt haben, dass sich die Offensiven gar nicht mehr groß zeigen konnten. Ähm, dann schmeiße ich alles über den Haufen in der Halbzeit und sage, Kimmich ist jetzt mein alleiniger Sechser. Obwohl ich mich ein paar Wochen vorher auf der Asienreise hinstelle und sage, ich habe keinen richtigen Sechser. Leipzig kontert super stark, das ist bekannt,
hat super schnelle Spieler, hat technische Spieler, hat ein schnelles Spielverständnis. Und dann stelle ich einen Typen dahin, der diese Position nicht spielen kann, der 50% der Zeit nicht in diesem Raum ist, wo er hingehört. Ähm, Da würde ich den Kimmich jetzt auch nicht mehr so einen Vorwurf machen. Ja, gut, jetzt an seinen Worten gemessen, so ich bin ein richtiger Sechser, das war er nicht. Ja, wie oft der Raum einfach auf war in der Mitte. Und diesmal war ja es war kein zweiter da. Ich weiß nicht, wer den zweiten Sechser bzw. Achter gespielt hat. Das war mal Musiala auf der Position, das war mal Gnabry auf dieser Position. Ganz wild habe ich nicht verstanden, sage ich euch ganz ehrlich. Warum nimmt man Leimer raus? Ich fand einen Leimer okay. Ja, der hat wenigstens gerannt, ist geackert, hat reingegrätscht. Ähm, Vieles, was andere Spieler vermissen lassen haben. Ja? Man muss ganz klar sagen, Leipzig war uns körperlich in den Zweikämpfen, also was ich aus dem Stadion mitbekommen habe, komplett überlegen. Ja? Ich weiß nicht, ob wir teilweise keinen Bock hatten auf Zweikämpfe. Das Einzige war für mich der Licht und Leimer, die da mal richtig reingeknallt haben. Alles andere war wirklich schwer anzusehen. Ja, schwierig. Warum man das dann macht, weiß ich nicht. Du hast einen Goretzka, du hast einen Gravenberg. Nee, ich stelle Kimmich auf die 6, was Harakiri ist, was man weiß, was Tuchel auch weiß, hat er so argumentiert in der Pressekonferenz. Dann stelle ich einen Musala auf die 8, wo er völlig verschenkt ist, weil er seine Stärken gar nicht ausspielen kann. Dann stelle ich einen Gnabry auf die 10, der da auch nichts auf die Kette kriegt, mittig. Hat er mehr als einmal bewiesen, wenn er als Stürmer auf dem Platz steht oder als Zehner, dass er nichts auf die Kette kriegt. Außen war er stark, erste Halbzeit. Ähm, ja, I don't know. Habe ich alles Sachen, die ich nicht verstanden habe. Ähm, Das nächste Thema, Pavard. Was steht der auf dem Platz? Leute, was steht der auf dem Platz? Erstmal war er unterirdisch schlecht als Rechtsverteidiger. Logisch, weil er auf diese Position einfach keinen Bock hat. Warum steht er in der Vorbereitung jedes Spiel auf dem Platz, obwohl er den Verein verlassen möchte? Wir kaufen Min-Jae ein, der wirklich gut gespielt hat nach seiner Einwechslung, wo du gemerkt hast, dass er noch ein bisschen Power hatte, hat auch nach vorne angetrieben, hat versucht, hat getan. Ähm, Warum haben wir nicht einmal Delicht und Min-Jae gesehen? Warum durften die sich nicht einspielen? Wir haben sie einmal in einem Testspiel 10 Minuten gleichzeitig auf dem Platz gesehen. Ansonsten immer nur einer von beiden, mit Pavard meistens. Mit einem Spieler, der bei uns nicht mehr spielen möchte. Ja, also I don't know. Würde man jetzt sagen, ja, aber er war so überragend in diesen Spielen. Würde ich ja sagen, ja, okay, kann man noch durchgehen lassen. Ja, er war ordentlich, na klar, keine Frage. Außer gestern, da war es schlecht. Ansonsten war er ordentlich. Ja, aber ordentlich ist auch ein Upa, ein Delicht oder ein Minjay. Ja, warum muss ich einen Spieler da Zucker in den Arsch blasen, nur damit er eventuell eine Chance da ist, dass er den Verein nicht verlässt oder was? Ähm, nein, verstehe ich nicht, finde ich lächerlich und ich sehe keinen Punkt, der dagegen spricht, dass man Delicht und Minjay zusammen spielen lässt. Warum hat man ihn dann verpflichtet? Will man jetzt sagen, keine Ahnung, ich müsste nachgucken, sind beides Linksfüße oder möchte der eine, kann nicht rechts der Verteidiger spielen? Ich meine, die 10 Minuten, wo sie auf dem Platz standen, war Minjay links und die Dichte rechts in der Innenverteidigung. Ähm, Leute, ist für mich in der heutigen Zeit kein Argument mehr. Ja? Von wegen, ich muss einen Linksfuß in linke Verteidigung haben und einen Rechtsfuß in eine rechte Verteidigung. Gerade wenn man noch so ein junger Spieler ist, denke ich, kann man das auch noch ein bisschen umgewöhnen. Ähm, Nee, fühle ich nicht. I don't know. Ganz wildes Thema mit Pavard, verstehe ich nicht. Ich gehe auch davon aus, dass er wechseln wird. Er will bei uns nicht verlängern und du kannst dir das nicht erlauben, ihn nächstes Jahr ablösefrei gehen zu lassen. Du musst jetzt die 25 bis 35 Mittel mitnehmen. Punkt. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen meines Erachtens nach. Ähm, I don't know. Also Tuchel, was er da macht, ist unterirdisch. Verstehe ich nicht. Also keine Ahnung. Auch mit Sané wieder, ja, dass man da jetzt wieder so dran festhält. Er ist einfach eine Wurst bei uns, Leute. Sprechen wir es doch mal klipp und klar aus. Sané hat bei uns gute 3 Monate gehabt, nachdem er von den Fans ausgepfiffen wurde über Spiele, weil er einfach null Bock auf Platz zeigt. Dann hat er ein gutes Vorbereitungsspiel gemacht und seitdem ist wieder die Scheiße, ich habe keinen Bock. Zumindest kommt es so rüber. Ja? Ähm, Keine Ahnung. Setz ihn auf die Bank, schick ihn auf die Tribüne, was weiß ich was. Es macht doch keinen Sinn. Da kannst du doch besser einen Ibrahimovic aufstellen oder sonst. Da kannst du besser den Ketzig aufstellen auf links im Mittelfeld, dass er keine Defensivaufgaben machen kann und stellst einen Gnabry nach rechts. Ich meine, wir haben noch einen Koman, ja.
So, das mal ganz nebenbei. Aber dann hau doch mal so einen jungen Wilden rein. Ja, das nimmt ja schon wieder Nagelsmann-Züge an, dass Leute spielen, was keinen Sinn macht, weil sie unterirdisch spielen. Verstehe ich nicht. Ich meine, irgendwann muss man mal eingestehen, was ist ja jetzt bei uns das dritte Jahr? Und es war noch nicht einmal Konstanz drin, mal abgesehen, ich glaube, es waren noch nicht mal 3 Monate, ich glaube, es waren nur 2 Monate, wo er mal konstant gute Leistung hatte. Ähm, I don't know, verstehe ich nicht. Das sind so Themen, die mich schon wieder hart triggern. Ja, ganz wild. Nichtsdestotrotz haben wir ja uns trotzdem Torchancen herausgespielt. Wir haben sie halt nur nicht gemacht. Auch Sané, ja, hat sie nicht gemacht. Und lag auch daran, dass wir teilweise 500 Mal noch abgespielt haben oder abspielen wollten, anstatt auch einfach mal zu schießen. Wobei man sagen muss, Leipzig hat es hinten auch gut gemacht. Es war aggressiv am eigenen 16er, keine Frage. Ja, aber am Ende des Tages hat sich ein Tuchel da schon auch vercoacht mit sein. Ich mache jetzt den Kimmich zum einzigen Sechser und ähm, ich meine, man weiß ja, wie Leipzig spielt. Ja? Und dass ein Tuchel sich dann nach dem Spiel hinstellt und auf die Mannschaft draufkloppt, ja, kann ich irgendwo verstehen. Da muss er aber auch mal ganz klar auf sich selber draufkloppen, was er halt den Spielern in der zweiten Halbzeit mit an die Hand gegeben hat. Das war nämlich Müll. Ne, das muss man dann auch mal fairerweise so sagen. Ja, gut, das ist meine Two Cents zu dem Game. Warum wir einen Elfmeter gegen uns gekriegt haben, weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass der Schiri irgendwann auf den Punkt gezeigt hat. Konnte man von da hinten nicht sehen. Ich weiß nicht, ob es ein Handspiel oder sonst was war. Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt auch nichts angeguckt. Wie gesagt, ich bin im Urlaub, habe da nicht die Zeit für. Ähm, Am Ende auch Wurst, ob wir 2:0 oder 3:0 verloren haben. Vielleicht noch ein paar Worte zum Schiri. Schiri war von der Tribüne aus gesehen unterirdisch. Da waren ganz, ganz viele Entscheidungen, die gegen uns waren, was Foulspiele anging, was Körpereinsatz anging, wo ich gesagt habe von der Tribüne, Alter, das kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht, vielleicht hat man es am Fernsehen besser gesehen, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare hauen. Aber ansonsten, was ich vom Schiri gesehen habe, war auch unterirdische Leistung. Ganz wild irgendwie. Ja, ansonsten, ja, positiv. Musiala war schon auffällig, er war aber auf der 8 dann noch abgetaucht, was aber auch okay ist, was ich nachvollziehen kann. Gnabry hatte eine gute halbe Stunde, wie ich fand. Ansonsten Ulla hat es gut gemacht, ja, hat 2, 3 noch gut gerettet. Ähm, Wie gesagt, De Ligt war für mich erste Halbzeit sehr auffällig im Stadion, was er weggearbeitet hat. Min Jae, zweite Halbzeit, hat auch viel versucht, viel weggearbeitet, wie ich fand. Ansonsten super positiv aufgefallen. Nee. Kimmich hat eher wieder negativ wie positiv. Goretzka fand ich positiv, die Minuten, die er gekriegt hat. Ja, war aggressiv, hat sich reingeschmissen. Fand ich ein bisschen schade, dass er so lange, hat sich gefühlt, 40 Minuten warm gelaufen vor der Südtribüne. Das fand ich ein bisschen schwierig, vor allem, weil wir gesehen haben, dass gar nichts mehr geht. Nach vorne oder kämpferisch oder sonst was. Keiner, der da irgendwie noch ein bisschen Benzin im Tank hatte. Ja, I don't know. Aber nochmal die Auswechslung oder die taktische Umstellung habe ich nicht verstanden, warum man die getätigt hat. I don't know. Vielleicht weiß es einer von euch, was der Hintergedanke daran war. Fakt ist, gut, im Nachhinein kann man es immer sagen, aber Fakt ist, es ist nicht aufgegangen. Und nochmal, wenn man sich da hinstellt und sagt, wir brauchen einen Sechser, wir haben keinen Holding Six oder keinen richtigen Sechser. Vielleicht hat Tuchel es gemacht, um argumentieren zu können, ja hier, das war euer Sechser. Guckt euch an, dass er 50% der Zeit nicht auf dieser Position war, dass Leipzig jedes Mal da durchspielen konnte ohne Probleme. Dass ein Kimmich als Sechser nicht einen Ball nach vorne gekriegt hat, sondern nur quer und nach hinten gespielt hat. Maybe, vielleicht war das der Grund, um da Argumente zu haben. Alles andere kann ich mir nicht erklären. Aber wenn das so ist, ist es traurig, dass es so weit, dass man so eine Praktiken dann anwenden müsste, ja, um seine Argumente zu untermauern. Ich meine, jeder, der ein bisschen Ahnung von Fußball hat, der unseren Verein aktiv verfolgt, hat letzte Saison schon gesehen, dass uns ein Sechser fehlt. Punkt. Ja. Ob da sich ein Kimmich hinstellt und sagt, er ist ein Sechser oder ein China-Platz in der Kreis, Alter. Ne? Ähm, aber auch da, das sind nur meine Two Cents. Gut, das ist meine Einschätzung zum Spiel. Kommen wir vielleicht noch kurz zu Heavy Mania oder Heavy Cania. Ähm, ja, natürlich war der Transfer nervig, langwierig, viel zu langwierig. Wir haben kein gutes Bild öffentlich abgegeben. Man hätte das schon viel, viel eher eintüten können. Tottenham hat das bekommen, was sie haben wollten. Er wollte von Anfang an seine 115 oder seine 100 Millionen Pfund haben. Die zahlen wir jetzt. Wir
wenn man den Glauben schenken darf, irgendwie 100 Millionen fix und 20 als Bonus. Ähm, ja, genau das, was er haben wollte. Das hätte man auch direkt an der Transferperiode Start zahlen können, wäre die Sache vom Tisch gewesen, wäre eine Ruhe gehabt, man wäre schon eingespielt, man wäre schon 3 Wochen weiter. Hat man nicht gemacht, ist so wie es ist. Wir haben kein gutes Bild abgegeben, auch mit Walker nicht. Walker hat uns ausgenutzt, das war aber auch absehbar. Ansonsten auf der defensiven Sechserposition haben wir kein gutes Bild abgegeben, haben uns viele Spieler durch die Lappen gehen lassen, die irgendwo anders hinwechseln, weil man da keine Priorität drauf gesetzt hat. Wir sind im Torwart-Thema, geben wir keine gute Position ab. Ja. Entweder sagt man, Neuer kommt die nächsten 4 bis 6 Wochen wieder, dann sagt man, Ulle ist unsere Nummer 1, Punkt. Oder man sagt, ja, Neuer ist komplett ungewiss, wir verpflichten eine neue Nummer 1 und lassen den Vertrag am Ende der Saison auslaufen mit Manuel Neuer. Punkt. Das kann man auch klar kommunizieren, sowie intern wie extern. Und dann wäre das Thema durch. Ja, da muss man nicht rumeiern. Und jetzt zu sagen, ja, ich verpflichte jetzt eine Nummer 1,5 oder wieder sowas, irgendwie, wie es im Sommer sein sollte. Wir haben noch 2 Wochen Transferfenster, wir haben so viele Baustellen in der Mannschaft, dass es erschreckend ist. Ja, und das hat man gerade in dem Spiel in Leipzig gesehen, weil nochmal, man erwartet mit demselben Personal, was seit Monaten schlecht ist, oder was heißt schlecht, was seit Monaten dieses Level hat, was sie anscheinend zu liefern bereit sind oder können, wie auch immer, seien wir dahingestellt, erwartet man jetzt, die machen jetzt alle so einen Sprung und nee, tun sie eben nicht. Man wird nichts anderes erwarten können. Damit kommen wir zu Harry Kane. Weil das ist der Neuner, der uns fehlt. Er wird 3, 4, 5 Wochen brauchen, keine Frage, bis er richtig integriert ist. Er wird vieles kaschieren, wie es Levi auch getan hat. Ja, er wird man durch eine Einzelaktion, durch gutes Passspiel, sonst was, wird er Dinge einleiten, vollenden. Keine Frage, er ist ein Torjäger. Ähm, Er wird die Sachen kaschieren, die in Gnabry, diesen Sané, die auch in Coman, wo sie Defizite haben, keine Frage. Aber man hat letzte Saison gesehen, welche Defizite da sind. Die werden sich auch nicht ändern, wenn man das Spielermaterial nicht ändert. Ja, das ist doch ganz logisch. Also von daher habe ich ja vom Anfang des Videos schon gesagt, ist sehr enttäuschend, dass da immer noch dieselben Kapsköpfe rumrennen, ja, die super unkonstant sind, die mal ein gutes Spiel, 3 schlechte, ein gutes, 3 schlechte machen. Was willst du auf Dauer mit den Leuten? Wir reden darüber, die Champions League gewinnen zu wollen. Äh, ja, Coman, das ist, worauf ich baue, auf jeden Fall auf Außen. Weil er muss nicht vorstrecken. Es reicht, wenn er für Heavy vorbereitet. Punkt. Musiala dasselbe. Musiala hat eine gute Form, wenn die sich finden. Ich setze auch wieder, wenn Müller fit ist. Müller mit dem richtigen Neuner haben wir gesehen mit Levy. Ja? Kann auch zum Faktor X werden, wieder, definitiv. Jetzt nochmal das Jahr, was er hat. Das heißt, wenn er nicht mehr an seine Leistungsgrenze kommt, aber ein richtiger Neuner tut ein Müller gut, macht ein ganz anderes Müller-Spiel aus. Ja? Ja, ich bin gespannt, ob da noch was passiert. Ansonsten ja, wird Zeit, dass da dann auch nach Leistung geht. Ja. Aber Tuchel hat ja klare Worte gewählt nach dem Spiel und ja, bin ich mal gespannt, ob er am Freitag in Bremen dem Ganzen dann auch den Taten folgen lässt. Ja, wie gesagt, Tell vielleicht auf Außen wäre vielleicht auch noch eine Option. Davies vielleicht mal einen nach vorne schieben. Vielleicht mal einen Kretzig einfach reinwerfen. Was willst du machen? In den letzten 20 Minuten kannst du so einen Jungen auch mal reinwerfen. Ja, warum nicht? Ja, gut. Damit nochmal kurz zu Heavy. Wir waren ja heute auch nochmal im Stadion. Mit der Arena-Tour hätte Heavy uns er hat erstmal uns natürlich die Sache versaut, dass ich nicht in die Pressekonferenzraum konnte. Dann hätte er uns fast die Sache versaut, dass wir auf die Trainerbänke gedurft hätten oder den Spielertunnel. Aber darfst du den König nicht belästigen. Ne? Also der König war genau zu der Zeit im Stadion, wo wir auch da waren. Wir haben auch noch seinen Privatbus gesehen, der durch München kuschiert, ihn und seine Familie, war halt mit seiner Familie da und so weiter. Ja, oder darfst du natürlich nicht ihm über den Weg laufen. Ja? Ist ja klar. Aber zum Glück konnten wir die Trainerbänke noch mitnehmen und so weiter. War also alles gut. Nur Pressekonferenzraum war halt komplettes Tabu.
Aber da werde ich nochmal ein extra Video zu machen, wenn ich wieder zu Hause bin, ob sich so eine Arena-Tour und Museumstour lohnt. Ähm, Der eine oder andere war ja vielleicht noch nicht da oder sonst was. Werde ich euch einfach mal meine Meinung da lassen. Zum Thema Heavy, ich denke nochmal, er ist der richtige Mann am richtigen Ort. Ja, ich denke, er wird in der Bundesliga locker 30 Hütten machen, wenn er sich nicht irgendwie verletzen sollte oder sowas. Gibt ihm ein bisschen Zeit, er muss sich ein bisschen finden. Aber wir haben leider nach seiner Einwechslung im Spiel gegen Leipzig das Spiel nach vorne eingestellt, sonst hätte er damit sich halt auch schon geknipst. Wie gesagt, die zwei Dinger von Tell in der ersten Halbzeit, die starke Flanke, die reinkam, ähm, ja, greifen wir mal nicht zu hoch, hätte er auf jeden Fall eins von den drei Dingern hätten Harry Kane reingemacht. Ja, ich gehe eher davon aus, dass er mindestens zwei gemacht hätte. Also ich bin da sehr guter Hoffnung. Ja, beim Preis kann man streiten, keine Frage, eine Menge Geld. Aber auch da werde ich nochmal, wenn ich zu Hause bin, meine ausführliche Meinung auch zu dem Geld und so weiter zu Harry Kane euch mal kundtun. Meine kurzfristige Meinung, weil auch gerade im Stadion so ein paar idiotische Stimmen da waren, ähm, die sich dann mehr über ihn lustig gemacht haben und sowas habe ich nicht verstanden. Ähm, Ich denke, er ist der richtige Mann. Die Art und Weise war ein bisschen unglücklich, keine Frage. Geld kann man drüber reden, dass es vielleicht ein bisschen viel ist, aber ja, wie gesagt, das werde ich mal später aufarbeiten. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin im Urlaub und wenn ich Freitag wieder zu Hause bin, wird es das eine oder andere Video geben. Auch zur Pressekonferenz irgendwie Action, habe ich ja gesagt, ich gucke mir die jetzt auch noch nicht an. Ja, dann habe ich Zeit, um ein paar Sachen aufzuarbeiten und dann ist ja auch schon das Spiel gegen Bremen. Ja? Da geht der Schlag auf Schlag. Also könnt ihr euch das kommende Wochenende dann auf jeden Fall auf einiges an Content einstellen hier auf dem Kanal. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch jetzt rot-weiße Grüße. Bleibt gesund, habt eine gute Woche. Wir hören uns auf jeden Fall am Wochenende wieder und haut mir gerne mal euren Tipp für das Spiel gegen Bremen in die Kommentare. Denkt ans Tippspiel, wer dabei ist. Ich sage auf jeden Fall an, Harry Kane mit zwei Buden machen. Und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Tschüssi.